Heute erzähle ich euch eine Geschichte von einem Zauberer aus fernen Welten. Sein Name ist Paliakon. Der Paliakon war ein lustiger, fantasievoller, aber auch ein bisschen verträumter Zauberer und hat immer etwas zu erzählen gehabt. Denn jede Nacht hat er tolle Geschichten geträumt. Aber einisch ist er bei einem Traum plötzlich zusammengezuckt und aufgewacht. Was ist denn das? Er hat viele Bilder gesehen in diesem Traum. Märchenfiguren, Gaukler und aus vollem Herzen lachende Kinder. Wahnsinn! So einen intensiven Traum habe ich noch gar nie gehabt. Es scheint mir, als würde sich die Welt der Märchen mit denen der Menschen verbinden. Ob es den unglaublichen Ort echt gibt? Hat er sich dann gefragt. Jede Nacht hat er dann wieder von dem geheimnisvollen Ort geträumt und sich dann entschlossen, den Ursprung von diesen Träumen zu finden und ist gerade losmarschiert. Dann an einem Abend auf seiner Reise hat er einen Rastplatz gesucht und ein bisschen weiter ein Feuer gesehen brennen. Neugierig ist er dort hingeschlichen und wollte wissen, was dort abgeht. Dort ist eine junge Fee gesessen, die hat aber gemerkt, dass er kommt und ist gerade mit einem Zauberspruch in die Welt der Unsichtbaren verschwunden. Der Paliakon hat nur geschmunzelt und ist ihr gerade hinten rein und hat dann gesagt: «Du musst keine Angst haben, ich bin der Paliakon, ein Zauberer auf Reisen. Ich mache dir schon nichts.» Noch ein bisschen verschrocken hat sie dann ganz schüch geantwortet: Ich bin die Vinora, eine Fee aus dem Süden. «Ja, und was machst denn du so weit weg von deinem Land?» «Ja, ich nehme jeden Abend ganz viele Bilder aus der Traumwelt wahr.» «Ah, dann suchst du auch die Quellen von diesen Träumen?» «Ja, warum du auch?» Er hat sie mit grossen Augen angeschaut und gesagt: «Ja, aber da könnten wir ja miteinander die Quellen suchen. Was meinst du?» Zögernd hat Vinora den Paliakon noch ein bisschen gemustert und dann gesagt: «Ja, okay, das können wir machen. Du siehst ja ganz nett aus.» Zusammen sind sie dann weitergereist, doch sie haben noch einen langen Weg vor sich gehabt. Die Zeit ist aber schnell vergangen, denn sie haben sich viel zu erzählen gehabt. Einmal an einem Abend haben sie dann einen Platz gesucht zum Übernachten. Doch in dem moorigen, feuchten Wald, wo sie durchgelaufen sind, ist es nicht ganz so einfach gewesen, ein trockenes Plätzchen zu finden. Da ist ein kleiner Hügel, dort könnten wir hinsitzen, hat der Paliakon aufs Mal gesagt. «Super», meint Vinora, und sie sind gerade schnurstracks auf den zugelaufen und haben angefangen zu Nachtessen. Doch auf einmal rumpelt's und ein unheimliches Gurren hat sich breit gemacht. Die Vinora hat zum Paliakon übergeschaut und gefragt: «Hast du so fest Hunger, dass dein Magen so knurrt?» Entgeistert schaut er sie an und hat nur fragend mit den Schultern gezuckt. Dann plötzlich hat der Boden angefangen zu beben und sie sind vom Hügel abgepurzelt. Es war eben kein Hügel. Sie sind auf dem Panzer von der Rionea gesessen, einer weisen, alten Schildkröte. Haben sie dann gehört, während die Rionea langsam den Kopf aus ihrem Panzer gestreckt hat. «Wer sind denn ihr zwei?» hat sie gefragt und mit ihren grossen Augen blinzelt. Die Vinora hat schon viele kurliche Wesen gesehen und hat sich sofort gefreut, jemand Neues kennenzulernen. Der Paliakon ist aber im ersten Moment gerade ein bisschen verschrocken. Und die Vinora hat gesagt: «Ich bin die Vinora und der Angsthase hier neben mir, das ist der Paliakon, mein Reisebegleiter.» Und was macht ihr hier?» hat die Schildkröte gefragt. «Wir sehen in der Traumwelt viele intensive Bilder von einem zauberhaften Ort.» Das ist sicher der Tugion, der Herzensdrachen, oder?» «Ja, kann schon sein», meint der Paliakon. «Er träumt vom Märchensonntag. Da haben ihr aber noch eine beschwerliche Reise vor euch.» «Kennst du denn den Ort?» hat Vinora neugierig gefragt. «Nein, aber den Tugion kenne ich. Er wohnt in einer Höhle, schöne Höhle, in der Nähe, wo der Märchensonntag stattfindet.» Tja, die Rionea hat dann noch die ganze Nacht Geschichten vom Tugion erzählt und die beiden sind ihr buchstäblich an den Lippen gehangen. Nach einer kurzen Schlafzeit haben sie wieder aufbrechen
und schnell zu dem lustigen, murigen Drachen gehen. Wo sie sich aber verabschieden wollten, hat Schildkröte noch eine Überraschung gehabt. Da, ich gebe euch noch 3 Zauberkugeln mit. Die braucht ihr auf eurer Reise noch. Ihr müsst sie aber weise einsetzen, dass ihr rechtzeitig zum Tugion kommt. Der Paliakon hat die Zauberkugeln vorsichtig in seinen Beutel gepackt und sich bei der Dinuea förmlich für die tolle Gastfreundschaft und die 3 Zauberkugeln bedankt. Und sie haben sich auf den Weg gemacht zum Tugion. Nach ein paar Tagen sind sie dann plötzlich vor einem riesigen Berg gestanden, wo bis in den Himmel aufgeragt ist. Überall haben sie einen Weg gesucht, um über den Berg zu kommen, aber leider nichts gefunden. Die Vinora hat dann ganz enttäuscht gesagt: «Ich glaube, da müssen wir einen Weg suchen, der um den Berg herumgeht. Aber dann kommen wir sicher zu spät zum Tugion.» Der Paliakon hat aber in seinen Beutel gelangt und die weisse Zauberkugel vorgenommen. Er hat sie in beide Hände genommen und wie von Geistern gesagt: «Irde gehe nebula altum eher.» Und die Kugel ist sanft auf den Boden geleitet und hat sich aufgelöst in einem Nebel. Der Nebel hat sich dann zu einem Teppich geformt, einem fliegenden Teppich, und hat die beiden gerade vom Boden weggenommen und sie in die Höhe auf Richtung Himmel über den Berg getragen. Wo sie dann wieder runtergekommen sind, ist es plötzlich viel wärmer geworden und der Nebel hat rot geschimmert. Dann hat er sich angefangen auflösen und sie haben unten in der Schlucht einen grossen, feuerspeienden Drachen gesehen, der unten raufgeschrauen hat: «Niemand kommt einfach so an mir vorbei. Ich bin der Wächter von der tiefen Schluchten und wenn ihr hier durch wollt, müsst ihr einen Tribut zahlen.» Aber der Paliakon war eben ein erfahrener Zauberer und hat sofort die rote Zauberkugel vorgenommen und gesprochen: «Ender elen fuegomon, Naben deren senden schon.» Und sein Mantel ist ganz feurig geworden, voller Flammen, wo sich dem Drachen entgegengesetzt haben. Und sie sind auf dem feurigen Mantel, wo ausgesehen hat wie eine grosse Feuerkugel, langsam runter in die Schlucht zum Drachen gekommen. Der Drache war von dieser Feuerkugel ganz schwer beeindruckt und ganz zahm und ehrfürchtig geworden, denn so etwas hat er noch nie gesehen. Er hat sich dann vor dem Paliakon und der Vinora verbeugt und hat ganz demütig geantwortet: «Wer sind ihr 2 edle Leute, die so eine grosse Macht über mein Feuer haben, und was kann ich für euch tun?» Der Paliakon hat mit dem Feuer umgefuchtelt und mit grossen Worten geantwortet: «Wir sind auf dem Weg zum Tugion, dem Herzensdrachen. Kennst du den Tugion und kannst du uns zu ihm führen?» «Ja, ich kenne den Tugion und ich kann euch zu ihm bringen», hat der Drache unterwürfig geantwortet. «Dann führ uns zu ihm, wir haben's brisant.» Der Drache hat genickt und seine Flügel ausbreitet. «Steiget auf, ich flüge euch dorthin.» Die Vinora und der Paliakon sind auf seinen Rücken gestiegen und Richtung Norden geflogen. Der Drachen ist aber schon lange nicht mehr geflogen und hat sich ein bisschen tollpatschig angestellt. Vor allem dann bei der Landung, wo sie fast runtergefallen sind. Dann hat sie den Drachen abgeladen und ist gerade wieder verschwunden, davon in seine Schlucht. Ich glaube, der hatte ein bisschen Angst vor dem Tugion. Kaum angekommen, hören sie schon ein Rumpeln aus der Höhle und der Tugion kommt neugierig raus. «Ah, Besuch aus dem Märliland. Was wollt ihr denn von mir?» hat der Tugion gefragt. «Sei gegrüßt, werter Tugion. Ich bin der Paliakon, der Zauberer aus fernen Welten. Ja, und ich, die Vinora, die Fee aus dem Süden», haben die beiden sich vorgestellt. «Wie kommt ihr denn hierher? Und nochmal, was wollt ihr von mir?» Und die beiden Neuankömmlinge haben dem Tugion von diesen Bildern erzählt, die er in die Traumwelt rausgesendet hat. Der Tugion war gerade ein bisschen überrascht, dass seine Träume so intensiv ausgestrahlt haben. Und er hat gerade nichts anderes gewusst, als von seinen Erlebnissen am Märlisonntag zu erzählen.
Der Paliakon hat die Bilder, die der Tugion in seinem Kopf hatte, gerade mit einem Spruch an die Höhlewand gezaubert. Das erinnert mich gerade an einen von diesen Vögeln oder so. Der hat so ein Kabel, über das er auch so scharfe Bilder in die Stube der Kinder zaubern kann. Er runzelt die Stirn und versucht sich zu erinnern. Der Paliakon und die Vinora haben aber noch nie etwas von Vögeln gehört, die Bilder in die Stube der Kinder zaubern können und wollten mehr wissen. Ja, eben so Vögel, dann sind da auch noch so Stadtväter, da sind eine Art Fürsten oder König so von der Kolinstadt. Er kratzt sich am Kopf und hat überlegt, wer sonst noch alles dort war. Ja, dann hat es noch so Lichtmannen und Wasserfrauen gehabt und auch derige, die Herzenswärme ausstrahlen, so wie ich mit dem Rauch, aber für die Erwachsenen, also ein Volk oder so. Herzenswärme, nicht nur für Kinder, auch für Eltern und Grosseltern, hat der Paliakon ihn unterbrochen. Ja, genau, aber in diesem Jahr ist alles ein bisschen anders. Irgendetwas stimmt in der Menschenwelt nicht. Viele sind unglücklich und der König vom Märliland wollte ein Tor zu der Kolinstadt öffnen, aber es hat nicht geklappt, hat der Tugion traurig erzählt. «Was?» hat Vinora geschrien. «Tor können nicht geöffnet werden.» «Ja, nur ein starker Zauber kann das noch bewirken. Die vom Märliland haben aber schon alles probiert», hat der Tugion weiter gemeint. Plötzlich greift der Paliakon in seinen Beutel und sagt: «Ich habe noch eine Zauberkugel von der Rinuea.» «Was?» fragt der Tugion. «Von der Rinuea, der weisen alten Schildkröte aus dem moorigen Wald?» «Ja, warum?» hat Vinora gefragt. Das könnte helfen», hat der Tugion dann gemeint. «Was für eine Zauberkugel hat sie euch denn gegeben?» «3. Eine weisse, eine rote und eine blaue», sagt der Paliakon. «Aber wir haben schon 2 gebraucht und haben nur noch die blaue», hat Vinora ihn verbessert. «Die blaue Zauberkugel, die blaue, Alle sitzen da und fragen sich, ob die blaue Zauberkugel helfen könnte. Plötzlich sagt der Tugion: «Genau, du musst die Zauberkugeln am Morgen vom Märlisonntag in die Kolinstadt bringen und mit einem Zauberspruch in den Brunnen vor dem Stadthaus legen. Das könnte helfen.» Der Tugion hat gestrahlt und gemeint: «Genau, das ist es. Das funktioniert sicher.» Am 2. Advent dann, ganz früh am Morgen, wo es noch ganz dunkel war, sind der Paliakon und die Vinora in die Kolinstadt abgegangen und haben den Brunnen gesucht. Mitten in der Stadt vor dem Stadthaus haben sie ihn gefunden. Ein Brunnen mit einer Figur, die hoch über dem Wasser thront. Ein Mann in Rüstung, mit einem Banner in seiner Hand. Ein weiss-blau-weisses Banner. Wo der Paliakon das gesehen hat er gerade gewusst, das ist der richtige Brunnen. Er hat in seinen Beutel gelangt und die letzte Zauberkugel rausgenommen. Kaum hat er die Kugel in der Hand gehabt, hat er wie vom Blitz getroffen angefangen zu reden. «Ahren, wehren, hegen, wegen, Händer, Mänder, deren gegen, Wundermengen laufen, Wagen, tragen, Toren offen.» Die Zauberkugel ist ganz von allein in den Brunnen hineingeleitet. Dann hat es zischt und blitzt und es ist ein seltsamer blauer Nebel aus dem Brunnen rausgekommen. Und ganz viele kleine Sternchen haben sich dann zusammen mit dem Nebel in Richtung Berg bewegt. Die Vinora und der Paliakon haben das Spektakel aufmerksam verfolgt und haben vorsichtig geschaut, was jetzt wohl passieren mag. Plötzlich hat es donnert und gerumpelt und sie konnten zuschauen, wie der Nebel ein grosses Tor aufgemacht hat. Das Tor zum Märliland. Der König Royaldyn hat mit seinem Hofstaat und den Gaukler, den Feuerschlucker, den Feen, den Zauberer und den Musikanten aus dem Märliland schon bereits gewartet und sie sind alle ganz glücklich gewesen, wo sie endlich in die Kolinstadt kommen. Sie haben sich sofort an die Arbeit gemacht und alles für den zauberhaften Tag vorbereitet.
Alle haben sich gefreut, dass sie endlich wieder einmal Kind von der Kolnistadt einen Tag lang glücklich machen können. Plötzlich hat Vinora eine Gruppe von edel gekleideten Leuten gesehen und gesagt: «Da, schau mal, die sehen aus wie die Stadtväter und Vögte aus dem Traum von dem Dugion.» «Ja, genau. Komm, wir schauen mal, was die machen», hat der Paliakon dann gesagt. Und sie sind dann bis zum Casino nachgelaufen. Dort haben schon ganz viele Leute gewartet. Plötzlich haben die Fanfaren angefangen zu spielen und der älteste der Stadtväter ist vor die versammelte Menge gestanden. Mit grossen Worten hat er geredet und sich beim König Royaldyn und seinem Volk aus dem Märliland bedankt, dass sie jedes Jahr hierher kommen und Kind verzaubern. Dann hat er seinen Becher gehoben und den Märlisonntag als eröffnet erklärt. Die ganze Gesellschaft ist dann in die Gasse der Kolnistadt gegangen und hat dem Schauspiel gespannt zugeschaut. Auch die Vinora und der Paliakon. Die Kinder mit ihren Eltern und Grosseltern sind auch schon dort gewesen. Was da so alles geboten worden ist. Hei, 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 hei. Aber was erzähle ich euch? Ihr seid ja sicher auch schon an einem Märlisonntag und kennt das alles bestens. Am Abend, wo es schon dunkel war und die Gaukler, Künstler, Zauberer und Feen wieder zurück ins Märliland gegangen sind, haben der Paliakon und Vinora einander noch mal erzählt, was sie alles erlebt haben, und Vinora hat zum Paliakon gesagt: «Jetzt weiss ich, wie die Traumbilder vom Dugion entstanden sind. Ja, an dem Tag entsteht so ein kraftvoller Zauber, wie man ihn nicht einmal zusammen mit 10 Hexen und Zauberern anbrächten», hat der Paliakon dann gemeint. «Ja, genau so, wie der Dugion beschrieben hat», hat Vinora dann noch freudig gesagt. Plötzlich ist der König Royaldyn hinter ihnen aufgetaucht und hat mit königlichen Worten zu ihnen geredet. «Liebe Vinora, Fee aus dem Süden und werter Zauberer Paliakon aus fernen Welten, euch ist es zu verdanken, dass sich die Kinder der Menschenwelt wieder von uns verzaubern lassen konnten. Wir aus dem Märliland konnten wieder viel Freude und Glück in die Menschenwelt bringen. Euch gebührt einen großen Dank und wir werden euch in meinem Schloss willkommen heißen und ein großes Fest feiern.» Die Vinora und der Paliakon haben sich freudig mit grossen Augen angeschaut und sich beim König Royaldyn bedankt. Sie haben dann gerade mit dem Hofstaat in der königlichen Kutsche ins Schloss fahren, wo man zu ihren Ehren ein riesig grosses Fest gefeiert hat. Aber das ist eine andere Geschichte, die ich euch gerne ein anderes Mal erzähle.